Goedemorgen. Ik begrüße jullie ook in naam Herrn Jesus Christus. Van den wat we vanavond reden willen. En we vreet dat van Jesus zijn leven te vertellen. En wat dat kosten dat ook Jesus navolgen. Ik dacht aan dat wat John Matthiel dat we eens een medweg uitkomen en beden voor anderen. En ik dacht aan bijzondere dingen wat we nu in de laatste tijd al veel tijd genomen hebben. Voor te beden, voor de vervolging voor de christen rond de wereld. In verschillende jaren, in verschillende steden. En zo ik wil vandaag een beetje van dat reden. Van waar christen zijn vervolgd worden in de vergangenheid. En ook gaan moest er leven geven voor er geloven. Ik geef de boodschap een titel, doodgemerkt, ook vervolging lijden voor er geloven. Zo is het schijnt aan denken dat mensen einfach worden vervolgd worden en ook worden er leven moeten geven voor er geloven. We zijn dat vielleicht niet zoveel van jou dat de mensen wat einfach doodgemerkt voor er geloven, maar de zijn de maten die geven er leven voor er geloven. En die worden zeer vervolgd, van wie ramharchen dan een beetje van de kerken in de wereld waar die vervolgd zijn en wat die moeten durchgaan voor er geloven. En dat is goed te horen dat die wel zijn dat te doen, dat die standhaft blijven en er geloven aan Jesus Christus. En ik wil hauptsächlich van een paar stukken reden, wat we van de schrift van Fijn doen, wat daar ook vervolging lijden deed en ook sogar moesten het leven afgeven voor er geloven. En dat werd in de tijd als Jacobus vervolgd wordt en ook moest er leven geven, er zijn leven geven voor zijn geloven. En ik wil hauptsächlich een deel van uit Apostelgeschichte, het 12e kapitel reden. En dat hebben we zijn waar dat ram neemt deed met Jacobus en ook met Petrus. Dat zegt in Apostelgeschichte 12 vers 1. In die tijd leidt König Herodes een van de gemeente vastnemen om die te Tür leiden. Dat is de oorzaak waarom hij dat vastneemt. Hij wil de Tür leiden en te Gode laat danach er leven nemen. Dat zegt en leidt Johannes zijn broeder Jacobus met een schwert doodmerken. Dat is wat er passiert. Herodes die leidt Jacobus vastnemen en dat aan doodmerken. En dat wird bloß weens dat hij een Christ wird en dat hij een geloven had aan Jesus Christus. En Jezus had dat ook gezegd dat zij woorden voor ihren geloven sterven moeten. In Matthäus 20 vers 20 zegt Jezus dit. Dan kwam de moeder Zebedeus met ihre twee zoons knij voor Jezus en zei. Zij had aan wat te vragen, zei ze te Jezus hier. En Jezus vroeg haar, wat is dat, wat die was? Zij zei, zei dat mijn beide zoons, einer aan de rechte zijde en einer aan de linker zijde, bij die in het koninkrijk zitten wordt. Zo hier had zijn moeder een verlangen voor ihre jongens, die een gouden plaats krijgen im Himmel. Want dat is worden im Himmel komen, wo Jesus wordt zijn. Ze willen allebei een hoge plaats hebben. Ze willen einer wil aan de linker zijde bij Jezus zitten en de ander wil aan de rechte zijde. Zo'n verlangen had deze moeder. Ze had wat Gott voor te zijn, weer een goede plaats te zijn en te hebben voor ihre jongens. En hij wil gaan dat zij wil gaan Jezus zal dat zeggen dat hij wordt aan den plaats geven. Dan zegt dat staat in vers 22, aber Jesus antwoordt en zei te haar, je weet niet naar wat je vragen. Kan je dat drinken wat ik drinken moet? Als ze vervolgd te worden en ze weten wat Jezus alles durchgegaan deed. Als ze dat worden kan doen, als ze dat kan durchmerken. Dat leven te leven wat hij had durchgemerkt. En ze zeiden te aan, dat heb je. Ze worden nog wel niet gewist, dan gelijk wat ze hier verspreken en wat ze wel eens weer te doen. Ze zeiden, ja, ze willen dat en wie dat te doen. Ze kan dat doen. En dan zegt Jezus hier aan, hij zegt aan, wat ik drink, zal je drinken. En met den doop, waarmee ik gedoopt zie, waar je gedoopt worden. So hier sagt er, dat zij worden maar zo sterven dan, als Jezus gestorven wird. Hij wird gekreuzigt worden. En wird doodgemerkt, wer hij wird. Und sagt er, über zu bestimmen, wer an meine rechte oder linke Seite sitzen soll, ist nicht meine Sache. So heißt es hier, wo sie wollen sterben machen, dass sie teilgeben, dass sie wollen
so leben, als hij wil gaan, dat we dan het leven kosten en ze worden verfolgt worden, ze worden Lieden machen. Dann sagt er, über den Platz, wo deine Frauen ist, das ist nicht ab zu mir den geben. Das ist ab zu mir Futter. Das ist der, was den Platz versprechen konnte geben, wem immer er will. Er sagt, über zu bestimmen, wer an meine rechte oder linke Seite sitzen soll, ist nicht meine Sache. Das wird für den sein, der mein Futter dort zu bestimmen wird. Der wird das sein, wer den Platz kriegen wird. So Jesus sagt, das wird up to Gott. Wer den Platz, wer will sein, wer diesen Platz will kriegen. So ich glaube, was Jesus hier zu uns sagt, denn sie wurden auch verfolgt worden und sie wurden auch so ein Leben durchgehen, wo sie wurden durchgemerkt worden für ihr Glauben. Und wir wissen das auch, wenn wir lesen, dass Jesus seine Aposteln, die werden alle durchgemerkt für ihren Glauben, bitte Johannes. Johannes, der wird gestorben von natürlichen Tod von Allah. Aber der andere, die werden alle umgebracht worden, werden durchgemerkt worden für wer sie wären, dass sie einen Glauben hatten an Jesus Christus. Und Paulus sagt auch zu Timotheus, dass die Christen, die wollen ein Christenleben führen, die können sich verloren ab Verfolgung. Die können sich dort verloren. In 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt er, all die, nicht bloß Wort von dir, er sagt, all die den festen Willen haben, als Christen fromm zu leben, müssen mit Verfolgung rechnen. So ich denke, an dieser Fall, wo wir stehen, da wir Verfolgung leiden, vielleicht nicht so weit aus dieser einziehen müssen, aber er sagt, die können sich dort verloren. Die können dort abrechnen. All die, die der Willen in Christenleben leben, die können sich rechnen, dass sie Verfolgung leiden müssen. Das sind verschiedene Wege, wo Christen verfolgt wurden, aber die wurden verfolgt worden für ihren Glauben, sagt er hier. Und Jesus sagt auch, dass sie ihr Leben machen geben für ihr Glauben. Und gleich so als Jesus sieht, passiert auch, und das fängt an von Jakobus, mit Jakobus sein Leben. Herodes hat Johannes, sein Bruder Jakobus, mit dem Schwert totgemerkt. Und die Juden, die gefallen dort, die waren die Juden zu der Zeit, die gefallen dort sein, aber da wird von den Christen waren umgebracht. Und hier auch, dass Herodes Jakobus totmerkt und das gefällt die Juden. In Markus 3,17 sagt, dass Jakobus, Zebedeus sein Sohn und Johannes sein Bruder, den nannte er nachher Gewetterkirels. So ist es interessant, was von Namen Jesus, Johannes und Jakobus geben hat. Das waren Brüder, das waren Zebedeus seine Sohns. Und der hat noch wohl ein klein bisschen eine Natur, eine echte Natur über andere Menschen. Wenn wir die Geschichte mitlesen, dann worum Jesus das bei meiner Gewetterkirels nannt, da wird wir uns, der hat einmal nicht die rechte Einstellung für andere Menschen. Da wird einerseits, als Jesus mit seinen Aposteln Jerusalem gehen will, sagt, ich will in der Hand, kommen sie mit einer Stadt, wo diese Menschen dann nicht sagen, Gott gesandt, sie werden vererntet, wir sind Samariter. Kommen sie da in das Jakobus und Johannes gehen eine Ernte führen, dass sie wollen Ernte abnehmen, dass sie wollen durchreisen, durch Samaria nach Jerusalem gehen, und sie wollen wollen dann Ernte abzunehmen. Und sie sagen, no, sie werden nicht willkommen da. Der hat nicht sagen, Gott Gedanken über Jesus und seine Jünger, seine Nachfolger. So, die sehen, das liegt da oft, dass no, sie werden nicht willkommen da. Ich will nicht gleich soll gewählt sein, was der Schrift hat, über das, was die Geschichte gehen wird. Sondern Genesis 3 kommt Jakobus und Johannes 3 und Jesus und sehen, dass was da passieren wird, dass er hat oft gesagt, wir sind einfach Metall. Führen sie Jesus, sie sollen 4 vom Himmel raufrauben, der verbrennen. So eine Anstellung haben sie für sie dabei. So da hat er noch ein bisschen eine Wortlaut, eine rechte Anstellung. Und Jesus sagt, dass das ist nicht, was sie sollen tun. Sie haben einen rechten Geist. Sie werden nicht von den rechten Geist gelehrt. So da, was sie im Sinn haben, was in ihre Gedanken wären, dass wir nicht gute Gedanken. So, da hat er noch ein bisschen eine rechte Anstellung. Man sagt, Jesus seine Apostel wären und seine Nachfolger wären, da sind die dass alle perfekt sind. So, das was er sieht von Jakobus und Johannes. So, da gibt er der Name ist, die Wetterkirels, auf Englisch sagt es Sons of Thunder. Wird ja Hunsch, wird ein Hunsch Name. So, und wenn wir zurückgehen nach Jakobus, wo er durchgemerkt werden, dass wir Jakobus wieder einzählen. Jesus hat gesagt, dass sie alle ihr Leben geben für ihren Glauben.
Und Jakobus wie der erste Apostel, wo der wird gemartiert worden für seinen Glauben. Der werden alle angebracht worden, bitte Johannes, das ich all sein wird. Aber Jakobus wie der ganz erste, wo der sein Leben muss geben für dort. Wir weten, dass wir nicht schon auf Meier, was alle hat muss, Leben geben, alle Eier all, aber nicht, dass wir nicht Jesus seine Aposteln. So von seinen Aposteln wie Jakobus der erste. Wir lesen auch Eier von Apostelgeschichte 7, wo wir lesen dann von Stephanus, wo er auch sein Leben geben wird, für wer er wird, für seinen Glauben. Er wird einer, was da, das wird ein Diakon, ein von den ersten Diakonen, was dann gewählt werden worden. Und er wird der Fall den Heiligen Geist. Und er wird Beruf auch in der Predigt, kriegt dort, was Gott am Hort leihen wird. Und er versteht nicht, zu wem er das vertalen wird, was der für Menschen wären. Stephanus wird ein sehr Bruder, und gelegt hau, seht die Menschen, was viel zu sein, was Gott anbieten wird, was er anbieten wird. Und so, die Menschen, die werden sehr doll überarm, in der Temperatur, wo sie am Stein werden für dort. Das wird nicht gelehrt von Herodes, dass er muss sein Leben abgeben, aber das wird gelehrt von der Fürste in Jerusalem, von der Sanhedrin in so einer Stadt. Die haben nicht gesagt, dass das soll passieren. Aber das sagt in Apostelgeschichte 8, dass Saul, was der Apostel Paul geworden ist, der wird auch mit einverstanden. Der wird auch einer von denen, was die Christen so sehr verfolgen, und er wird hier auch mit einverstanden, dass Stephanus wird dort gemerkt. Auch für seinen Glauben. So, das ist eine interessante Geschichte, wo es daran nimmt, Paulus, der wird dann Saul, der hat auch eine rechte Anstellung für die Christen, so er ging Rahmen, die Christen verfolgen und Leute auch anbringen, dort mir an. So, und das sagt in Apostelgeschichte 8, Vers 1, Saul wird damit einverstanden, dass sie am dort mir anleiden. So, er wird ganz, der Stadt dort ganz. Und wenn wir zurückgehen nach Jakobus sind dort, in Apostelgeschichte 12, Vers 3 sagt er, und das heißt sagt, dass die Juden dort gefallen, ging er wieder in 9 Petrus auch fast. So, er sagt, das Antwort hat gesagt, dass die Juden dort gefallen sind, was er getan hat. Er kriegt seine Sieden, vielleicht haben sie am Geschäft geluft oder was immer am Gefall dort. Er sagt, das heißt sagt, dass die Juden dort gefallen, ging er wieder in 9 Petrus auch fast. Dass wir gerade die Zeit, der, wo die angesüßte Brot eten mussten, oder was die deuten. Und dass wir sozusagen, dass wir das Passafast, in der Zeit, wo das Passafast gefeiert wird, in der Zeit wird das, was das passieren wird. Und so, er lässt Petrus auch festnehmen, den Tod zu merken. Das sagt er, als er am ersten festgenommen hat, lässt er am Anstarben in Stahl Feuergruppen Soldaten an. Es ist interessant, weil wir gucken, wie viele Menschen hier anstellen, die dann abhosten, auf Petrus aus dem Gefängnis dann gebracht werden. Sagt er stellt Feuergruppen Soldaten an. In jeder Gruppe hat Feuermänner, Feuersoldaten, was in jeder Gruppe wir, die sollen immer am Werken. Und dann will er nur das Passafast das Volk übergeben, herstellen. So, da werden 16 Soldaten, was hier abhosten, die hier im Gefängnis nur Petrus. Bis nach ein Mann, was ein 16 steigt, was sie leben, was wir genug sind, haben abhosten an, dass er nicht wohl weichkommen. Er will sicher mehr, dass nur Passafast dann soll er angebracht werden. So, und er muss wohl sicher mehr, dass er im Gefängnis bleiben. So stellt er 16 Soldaten da an. Er will eine Sinn sein und eine Sinne machen, nur eine Kraft, was sie haben, wollen sie sicher mehr, dass er würde festbleiben. Dann sagt er in Matthäus 20, Vers 2, je weiten dort in 2 Tage das Passafast Anfang, und dass die Menschen sehen, dann wird handgegeben worden, dass sie am Kreuzchen leiden. Und ich wollte hier sein, dass kriegt sie dann auch mit Jesus, dass wir auch der Zeit, wo der Passafast gefeiert wird, und sie wollen am paar Tage, hat er gesagt, dass da würden sie am auch Kreuzchen. So, damit soll er gemerkt werden, nicht in der Passafast, aber sie wollen sicher mehr, dass sie das würden, bitte die, aber nur der Passafast soll das passieren, dass er nicht von den Leuten Abrühe geben. Und sagt er, dann kämen die hohen Priester und der Älteste vom Volk, wie Kaiphas in seinen Paulus-Taub, darüber zu beraten, wo sie Jesus durch Last grieben und dort merken können.
So das planen die auch, dass das soll so passieren, dass das nicht durch den Passafast sein. Dann sehen sie in Vers 5, Matthäus 18, finde ich, Vers 5, aber sie sehen bloß nicht ab dem Fast, dass es nicht in Abrü manche Menschen gibt. So, sie haben Angst, dass wir dann Abrü geben, wenn sie das dann zu der Zeit tun. So, sie wollen das so planen, dass das nicht passieren wird in das Passafast. So, kriegst du wieder mit Petrus auch, sie haben Angst, dass wir Gott das Abrü geben, so will er sicher mehr, dass wir nur das Passafast tun. So, probieren sie an zu holen, dass die sicher würde bleiben, aber ich würde eher so ein Passafast, dann will er kommen und will er an das Leben nehmen. Aber wir wissen, dass wenn die Menschen nicht glauben, dass in ihrer eine Macht, dass sie loten, dass das ist, was fehlen, denen sicher zu holen, was sie wollen können, denen holen und festholen, das wird Menschen ihre Kraft in ihrer Macht, Menschen ihre Macht dachten sie, dass wir genug sind. Aber wir wissen, wenn Gott einen zu Mann stoppen, der wenn Menschen nicht glauben, sie haben das alle versichert und der wollen das nicht tun, dann stoppt Gott den und dann passiert das, dann kann es gleich passieren, was er im Sinn hat. Wir Menschen dann mehrmals so, wir leben, wie kann das verbeten, was die Dinge, was soll passieren wollen, wie kann das in unserer Macht, in unserer Kraft verbeten, dass das nicht passieren kann. Aber wenn Gott dabei ist, dann passiert das, was er will haben, was passieren soll. Du kannst keiner kann gehen, was Gott in der Hand hat. Und dann, wie viele Soldaten oder wie viele sind, was da ihre Menschen macht, mitnehmen und das proben, dass das nicht passieren soll. So, gleichzeitig sind sie auch mit Jesus, und ich dachte, und das ist die Geschichte, dass Jesus erst sich wie aus einem Grafen allein leiden, dann sehen sie in ihr Sektor der Lehrerschaft, sie haben gehört, von das hat gesagt, um 3 Tage wieder würde er abstehen von seinem Tod und dann würde er im Grab kommen. Dann sehen sie, wenn er auf einmal das soll sich annehmen, dass die würden den stehlen, sie nehmen das zu an, dass von Jesus seine Nachfolger, seine Jünger, die würden sich den stehlen, dann würden sie sagen, dass der wird abgestoßen vom Tod. Das ist, was sie brauchen, was sie wollen sich mehr trösten. Das ist, was wird passieren, wenn sie den nicht würden versichern im Grab werden holen. Und dann sie den großen Stein verrollen, für das Grab, und dann auch Soldaten anstellen, dass das würden sicher sein, dass der nicht durch kann. So, dann ist auch, was er die eine Macht, Menschen ihre Macht leben, da würden sie dann verbeten, dass Jesus nicht würde im Grab kommen. Und da auch, wir weiten die Geschichte, wo ein Engel kam rauf und rollte den Stein da weg. Und Jesus, der wie abgestoßen und der kam da raus. Da wir nichts, was sie können und haben den in der Bahn holen. Weil einmal die Ursache wie, wo haben sie an der Bahn holen, aber sie dachten, dass sie würden nicht verbeten, da würde der nicht rauskommen. So eine große Steine aus der Verrollen, ein Stein aus der Verrollen, dann würde der nicht rauskommen, der würde nicht möglich sein, aber da wird nichts. Keiner von den Menschen ihre Kraft, was das können holen, was den können im Grab holen. So in Trainer Apostelgeschichte 12, Vers 4 sagt, dass Petrus war im Gefängnis geholt, aber die Gemeinde bet ernstlich vor Arm zu Gott. Und das John ist auch mitteilen, dass wenn wir hier kommen und mitwirken, dann do wir beten für so eine, was verfolgt sind oder verschiedene Dinge, was wir feiern, was fehlt, für zu beten und für zu beten. Und es steht in sich hier auch hier in Gruppe Menschen, die da kommen, was die ernstlich beten, für Petrus. Einzige Übersetzung sein, dass in dieser Übersetzung plötzlich gesagt hat, dass die beten ernstlich für Arm zu Gott. Und einzige Übersetzung, ich fand eine Übersetzung, wenn der sehen, dass den unabhören beten für Petrus. Der bleiben beim Beten, dass sie ich eine Antwort kriegen. Und Jesus sagt auch in der Bibel, in Lukas 18, dass sie sollen im Gebet bleiben, dass sie nicht sollen abhören mit Beten. Jesus sagt, seine Jünger durch in Gleichnis, dass sie immer weiter sollen, immer beten sollen und nicht mutlos werden. Einmal da wie auch, wenn ich an das Schriftstelle denke, da ich doch so einmal sage, wie auch dann selber nicht reinfußen und antworten, dann gehen wir vielleicht auch mit Beten. Wie kann das nicht gut sein oder was immer das ist, dann heben wir vielleicht ab und geben nur mit Beten. Aber er sagt hier, dass wir sollen, er gibt hier ein Gleichnis. Und das Gleichnis wird von dieser eine Früh, wird nicht wieder recht behandelt worden, die wird eine gewisse
Person, die nicht recht behandeln deed, en zo er jingt dat zeer slecht, in mijn verstaan nu, en jingt dat is een rechter, bij de jingt, bij de rechter, wat er niet in Gottes verkeer man wird, dat zegt ook dat hij niet wat er omgeven dat voor mensen oder eens wordt. Hij had geen gevoelen door. Aber diese Frühe kommen, das sind keine, und sagt, hey, was du wie raten von das Mann, was mir das behandeln wird. Und er gibt nicht Rahmen, er gibt euch eine Antwort, und nicht, was sie will haben über sich, haben immer wahr. Schließlich können wir dort sagen, aber ich habe nicht Rahmen geben um Gott. Ich darf Gott nicht fürchten, und nicht Rahmen geben über Menschen. Aber willst diese Frühe so pünktlich nicht mitkommen, dass er antwortet dann allen über dem, und Jeff wo sie noch Frauen deed. Und das wird jetzt als ein Beispiel, wo wir als Christen sollen immer beten. Wenn wir auch nicht reinfuß, was hier und dann, eine Antwort kriegen, dass wir wollen, aber nicht abgeben mit beten. Gott, der schafft und der nur seine Zeit nur, das er will. So, das ist wichtig und nötig, dass wir beten tun und dass wir unabhören beten tun. Wir haben, wie selbst in der Familie tust, wir haben auch viel Erfahrungen gekriegt, von wo Gott, je besser erhören dat. Und ich habe mir einmal mitgeteilt, von wo er in uns Leben nachstoppen, da den Halbtanz in der gewissen Hinsicht, wo wir werden, auf so einem Bereich, wo wir klar können sein, das wird Gott, was er schaffen wird. Und nicht bloß einmal, wir haben einmal erfahren, und das ist dann eine Freude zu sein, und dass ich auf dem Hoffnung wieder zu beten, und immer weiter beten und nicht abgeben. Er das antworten, nur seine Zeit noch. Und das ist eine Freude zu weiten, dass wir haben in Gott, was er von uns hören will, und er will auch an unsere Dinge, an unsere Umstände, will er weiten, dann hat er Vertrauen. Und so, ich glaube, das wird passieren, dass wir diese pünktlich bleiben beim Beten. Wenn sie sagen, was Petrus tut, vielleicht würde man leiden, und was passieren würde, nur das Passafast, dass er sein Leben soll abgeben, gleich so aus Jakobus. Und ich glaube, das ist die Ursache, warum sie beten leiden. Sie wissen, dass Petrus im Gefängnis war und er wird in der Not. Und sie wissen, dass das war das auch. Das ganze Körper muss uithouden dadurch, dass er muss leiden. Und das, was Paulus auch sagt, er sagt, wenn ein Glied leiden wird, über ein Wort, dann wird der ganze Körper uithouden dagegen. Und ich glaube, das ist auch so, nicht? Wenn wir was dran geben, dann, wir wollen nicht an, wenn wir von gewissen, was hier und dann, was der mal durchgehen, schwere Tiden durchgehen, dann, das wird ihn dann auch weh. Und das ist auch, was Paulus sagt, was das soll sein. Er sagt in 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied litt, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geirrt wird, freuen die anderen sich alle mit. So, als dann aus der Lieden machen, dann soll wir mitfeilen mit dem, erlieden, mitfeilen. Und wenn die eine Freiheit haben, was sie durchgehen tun, dann kann der ganze Körper sich auch freuen dazu, was die von der Freiheit durchgehen. So, es soll bad sein, wenn die Lieden machen, auch wenn die eine Freiheit haben, kann der ganze Körper mitfeilen, mit was passieren wird. Und auch für so eine Worte verfolgt worden, besonders in Hebräer 13, Vers 3 sagt auch, denkt an die Festgenommene, so als wenn je auch entschieden wären. Und ich dachte, wenn wir eben so können mitfeilen mit so einer Worte festgenommen sind, Worte entschieden sind, Worte vielleicht schwere Tiden durchgehen machen, wenn wir eben ist das gesagt werden, dass wir wollen auch mitfeilen. Das wird sagt hier, was der Hebräer 13, Vers 3 sagt, denkt an die Festgenommene, so als wenn je auch entschieden wären. Und ich sehe mir sicher, so eine Menschen, die festgekehrt sind in den Ketten und da man schwer uitholen, das ist nicht eine gute Zeit für dich. Und er sagt, das soll wir auch. Wir sollen mitfeilen, das dort mitfeilen mit so einer Stoff, die in Ketten sind. Und denkt an die, die da misshandelt wurden, so als wenn die selbst zu leiden haben. So sagt er, das soll wir mitfeilen, wir als Christen, als die Körper, wir sollen so ein mitfeilen haben für jeder einer, der durch eine schwere Zeit gehen wird, als von wie durch die Zeit gehen werden selbst, das haben wir auch werden werden. Das soll wie gesund sein, das soll unsere Einstellung sein. Und ich glaube, wenn wir irgendwie unsere Gedanken das dort haben, ich wundere, dass unser Gebetsleben nicht auch würden mit den anderen. Und da kann es für mich selbst sein. Ich weiß, du sind Tiden, wo ich drei denke, da denke ich so, ich habe mein Gebetsleben erst nur flach, nur schwach. Und ich glaube, wenn wir ab ihrem so beten, dann wir wissen von gewissen Personen an, was da durch eine schwere Zeit gehen werden, wenn wir wirklich so gesund werden, dass das, was die leiden wird, ich will mitfeilen mit der Person.
dann würden wir, glaube ich, Dollar feilen nur beten für so eine Menschen, das dort. Und ich glaube, das was hier passieren wird, hier in dieser Zeit, dass Petrus im Gefängnis war. Petrus wurde in Gefängnis gehalten und das sage ich nicht, wo lang, bloß dass du eine Gruppe ernstlich für ihn betet. Das was hier passieren wird. Hier wie Petrus und dort wird eine Gruppe, die beten für ihn. Wo eine Gruppe Christen sich versammeln werden. Dann sagt er, danach, euer Herodes, das Volk verstellen will, schleibt Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gebunden. In Büten für der wirkt in der Wächter. So, das hieß sich so, das sind zwei Menschen, zwei von den Soldaten, die im Gefängnis wären, die mit Petrus Taub festgekehrt wären. In 14 steigt wären die Büten, die Bütenapostel sein, bitte der. So sind Leben versichert, das wird eine Gruppe Soldaten fehlen und haben die in die Bahn hauen. Und dann wird der ernstlich Gebet, das untersteht, zu Gott für Halt für Petrus. Und dann sagt er in Vers 7, und mit einmal, auf Englisch sagt er suddenly, sehr hastig auf einmal, stund den Herrn sein Engel vor ihm in der Stube, wo sie waren, und scheint das Licht näher. Und dann sagt er, der Engel klappert Petrus an und sie sieht und wirkt ihm ab und sagt, stu schwind ab. Und wir denken dann, der Engel sagt, er soll schwind abstehen. Aber wo würde er abstehen können, haben wir wieder Fastigkeit zwischen zwei Soldaten. Wo würde er schwind abstehen können? Aber das, was der Engel sagt, er sagt, stu schwind ab. In am fallen die Ketten von der Hänge. So deswegen kann er abstehen und gehen. Der Engel kann bloß sein, er soll abstehen. Sag nicht, dass den Schlädel hat, dass er der Einzige mit der bloß ab der wird nur, ab der sei nur, dass er soll schwer abstehen, fallen die Ketten von der Hänge. Das ist interessant, nicht? Die wird denken, was er verkraften, was er von der großen Macht ist. Und Gott geschickt hat Engel, abzuwarten und Frieden zu sagen. Und dann das Licht da, dass er sagt, das kommt ein Dach Licht danach, was der schien, und wir denken, was das Licht wird, vielleicht wieder ein Licht, was der Petrus wird bedachen, wenn er der Ried gehen wird. Weil wir wissen, dass das nur die Schrift, nur das passiert danach, wir merken danach, vielleicht, wo wir ganz dies da wieder, und das kommt ein klares Licht näher, ein Dach da, vielleicht wegen, dass er kann sein, wo er gehen will. Und ich krieg so, aber untersteht, wo Jesus geboren wird, als der Engel, es Gott der Engel schicken, der nur recht zu bringen, wo Jesus geboren wird, dass er geboren wird. Dann wird gleich so, da kommt auch ein Engel und dachte mit Chlor, das Licht auf einmal, macht die Schub, das sagt er in Lukas Kapitel 2, sagt er, in der Gegend werden, in der nach Schub hat, ab der Stab, und wirkten über ihre Herd. Dann sagt er, und plötzlich stund den Herrn sein Engel voran, und Gott seine Herrlichkeit mögt dort am so Tag, dort an eine große Angst überkam. So hier wird auch gesagt, wir in der Taub, und danach im Diesteren, dann auf einmal plötzlich stund ein Engel mit klarem Licht und dachte so klar, dass sie hatten Angst vor das klare Licht, was da markiert wird, was da eben entschieden wird. So, und das war das hier auch wieder. Hier wird ein Engel, was dann angekommen wieder im Gefängnis, und er dachte klar im Gefängnis bin. Wenn der Träger in der Apostelgeschichte 12, Vers 8 sagt, dann sagt der Engel zu ihm, hol dir den Gard an und bring dir den Schautau und hei dich dort. Und dann sagt er, trag dir die Kleider an und komm mit. So hitzt der Engel, der geht vorab. Er sagt, komm mit mir mit. Weil er sich alles antragen, und wir wird haben ab dem Weg gehen, wo er am Hand schicken will. Dann ging er raus und ging mit ihm mit. Und wiss nicht, was es wirklich war, was der Engel tat. Er dachte, er sah eine Vision. So hier wird Petrus, was hier passieren wird im Gefängnis, er weiß gar nicht, was er angehen wird mit ihm. Er dachte so, er sah eine Vision, oder vielleicht sagt er, vielleicht hat er gedacht, dass er den Traum, das wird bloß ein Traum. Das kann ich wirklich auf ihrem sein. So fällt er sich. Und er sagt hier, als sie beim ersten, auch beim zweiten Werkposten vorbei waren, kamen sie bei der eisernen Port, was da an der Stadt anging, der mögt sich Salz vor ihm ab.
So diese Geschichte, das ist voll verschiedene Wunder, was da passieren in das Leben, in das Part von dieser Geschichte. Hier schlägt die Ketten, die fallen los, bloß auf der Seite, was der Engel sieht, fallen die Ketten los. Und auch hier nu, sie kommen in eiserne Poort, und dort wird auch ein Weg, wo sie versichert werden, haben sie eiserne Poort abgestellt, und die wird teuer geschlossen, um Verstehen. Und sagt, dass die kommen über die Poort, und die Poort, die ging ab, und die ging für Salz ab. Die mögt sich Salz für an ab. Sie brauchen kein Schlädel, aber ich denke, ich bleibe ja eins Wort, die Poort, die ging einmal ab, und sie wird durchheim. Für mich ist es ein Wunder und interessant, daran zu denken, was da passieren hat in dieser Geschichte. Und dann, sie gingen rüt und gingen eine Gas lang, und plötzlich verleiht der Engel an. So wird hier braucht der Engel an, ein Leid an. Nu ist es schwer, in dieser Stadt wo sie wären, eine Gas lang zu links gehen, sagt er dann plötzlich, verschwingt der Engel auf einmal. Vielleicht hast du was, dass der Engel sich gedacht hat, nu wird er auf eine Sache stehen, hat er von dort rübergebracht, wo er eine Gefahr war, wo er eine Lebensgefahr war. Aber hier hat der Engel am gebracht, dass er wird versichert rüberkehren. Und nu, was er sich gedacht hat, nu wird er als sicher, kann er für sich selbst wieder gehen, und dann verschwingt der Engel plötzlich. Und dann sagt er, dann kam heute der Ansicht, was da passiert wie mit ihm. Dann sagt er in Vers 11, und als Petrus Tausend kam, sagt er, nu weet ik wahrhaftig, dat der Herr zijn Engel geschickt hat, mir uit Herodes seine Hänge uitgeraden, und von all dort, wo mit den Juden regnen. So wird hier hat er voll, dass wir durch einen Traum, was da passieren wird. Aber nu sagt er auf einmal, ich komme zu der Ansicht, dass das wird wirklich von Gott. Gott hat wem geschickt, er hat einen Engel geschickt, um zu raten von Herodes. Dass dort nicht wird passieren, was er im Sinn hat zu tun. Und dann sagt er, dass er sich besonnen hat, das heißt, klar mit seinen Gedanken, kam er mit Maria ein Haus. Der Johannes Markus seine Mutter war. Dann sagt er, wo viele taub kamen zu beten. So hier wird eine Gruppe Menschen, die sich hier taub trafen, in Maria ein Haus. So das wir, wo diese Gruppe sich versammeln, um eine Gebetszeit zu haben für Petrus. Hier haben sie ihre Gebetsstunde. Und da sich an verschiedenen Städten für und taub trafen, von einem Haus bis zum anderen Haus, wo sie sich versammeln, um zu beten, einen Gottesdienst zu haben und so weiter. Und hier wird das bei Maria ein Haus. Und wir verstehen, dass das vielleicht eine Wertfrühe war. Und ich dachte mir eben an. Einmal dann fallen die Frühmenschen, die fallen sich das von sich wirklich in Wert haben. Oder was der Ursache ist, warum sie nach Leben tun, oder was sie können tun. Und hier hat Maria mir noch verstanden, wenn es eine Wertfrühe war, weil wir hier nicht von ihrem Mann, wo der wird, oder der Mann wird, dass wir bloß wie Maria erhöht, sagt dort. Und sie wird eine Wertfrühe. Und sie hat sich gewählt, die Gruppe anzuladen, oder mit der Taub in ihr Haus zu beten. Das ist, wo die Gebetszeit wird, wo das passieren wird. Und wir wissen, dass das, was zu der Zeit die Gemeinde am Anfang viel deuten, dass sie von Haus zu beten, und auch im Tempel dann sie auch zu tun, wo sie taub kamen zu beten. Und so Petrus hat hier nur Maria ein Haus, was auch wohl gewusst haben, dass wir in der Gruppe, als sich da versammeln, vielleicht mehr als nu bloß, vielleicht mehr mal. Ich weiß nicht, was er gewusst hat, dass er da würden sein. Aber er ist im Gefängnis nicht büten und jetzt war ich und kommt hier mit Maria ein Haus und als die Frau und Teja den Namen zu gehen. Das sagt, als Petrus an der Bütte der klappt, kam Rhoda eine Dienstmahl zu kicken, wer der wir. So Petrus hat in mir verstanden, vielleicht hat er gestanden und die Schert geklappt. Das sollen am den Namen laden. Und sag ich, als Petrus Büter der klappt, kam Rhoda der Dienstmahl in die Kirche, vielleicht kam kicken, wer das sehr puttern dein. Dann sagt er, als Petrus seine Stimme hört, mögt sie verfreden, nicht der ob. Und wir müssen denken, wenn Mensch so eine große Freude hat, wir sagen, oh, was ist der Freude, die zu sein? Dann würde ich sagen, komm näher. Aber das wie das anders, das Jahr, der hat so eine große Freude, mögt nicht mal der ob. Hat vielleicht recht näher wissen, was er soll tun, mit
Das sind eine große Freude, wie sie. Das heißt, möchte mit Freude nicht der ob. Aber ran nennen seht, dass Petrus seht, dass Petrus büten für der stund. Als wir dann daran kommen, dass manche Gruppe so sagt, weil ihr Wort Petrus aus der büten. Und sie hat gewusst, dass sie für Petrus gebet. Und nun sagt er, dass Petrus aus der büten, der Städte büten. Und da sehen wir, du bist nicht ganz betraust. Und andere wieder sagt, du bist nicht ganz da. Das, was in den Verstand passiert, die sind so leibend ist. Du bist nicht ganz betraust, sagt er, Plattdeutsch. Aber sie darauf stehen bleiben, dass es so wie sehen sei, dass man sie ein Engel sind. So, sie dachten, dass vielleicht, wenn es da wie was beten wird, vielleicht wieder ein Ghost oder was immer, aber es ist ein Engel, was der sein Engel wie was beten stehen, denn die können dann nicht mal leben, dass das Petrus wirklich wir. Aber sagt, Petrus bleibt beim Anklappen, Vers 18. Er bleibt beim Anklappen, und als sie der aufmerken, sagen sie arm und verfehlen sich. So, nu wird dass sie dann wirklich sein, denn sie verfehlen sich, dass Petrus davor entstehen wird. Was kann das passieren? Und das lässt sich denken, wenn einer vielleicht so zu sein, wenn der hat gesagt, dass sie wohl Soldat gemerkt worden, besonders von der Zeit Herodes und den Menschen dann, was sie hier in Christen wollen abbringen und dort merken. Und auch deuten, wenn sie was sagen, deuten, was sie wollen, das passiert. Ich will nicht bloß, dass sie das sagen, denn vielmals passiert wirklich, dass der werden angebracht, wenn sie sehen, das soll dort gemerkt werden. Und so werden sie doch wohl die Leute an Petrus für sich sein Leben mal abgeben, aber sie beten da und nie sagen, dass Petrus der wird wieder der. So, der verfehlen sich geschieht. Und dann sagt er da, und der Petrus, der ich Handschlager mit Wiesen, sollen sie still sein. Und verteilt an, wo der Herr aus dem Gefängnis rückgerat hat. So, er hat für die große Freude verteilt, was da passiert wird bei ihm. Und verteilt an die ganze Geschichte, wo sie es da dran genommen haben. Und seht, sie sollen Jakobus in der Brüder das sein. Und er ging an, unterwegs, und dann ging er unterwegs an. Hier hat er verteilt, was da passiert wird. Und er wird zu tun, dass der andere Jünger auch so hören sollen. Jakobus in der Brüder dort sein. Die denken vielleicht so, Jakobus, nu redet hier von Jakobus, der Herodes hat ja den dort gemerkt. Und die sagte, hier war das, sie sollen Jakobus in der Brüder dort sein. Weil ja, wir manche seine Jünger, die wir meist ein Jakobus. Und das ist manchmal so, das sind verschiedene Menschen mit den selben Namen. Wenn sie selben Vernamen, so haben wir auch, die wir noch ein Jakobus, was da manche seine Jünger wären. Und die wollen haben, soll auch antworten und auch der andere Brüder. Dann ging er von da wieder. So, das ist nötig, wenn einer von der gewisse Namen ist, meist einmal hier und da, damit einer nur sein, was das für eine Person wird, wer das wirklich wir, als das eine andere Person ist, als eine Person. Und kriegst du wieder mit Herodes, hier wird Herodes, was Jakobus dort gemerkt hat, und das ist nicht derselbe Herodes, was dann Pro Jesus dort gemerkt hat, als der geboren wird. Der Herodes, der wird Angst für seinen Platz, was er hat, er wird ein König. Und so hat er Angst, dass sein Platz nicht vor sein, dass er seinen Platz verlieren, dann wird das andere König, was soll geboren sein in Jerusalem. Und er will sagen, dass er nicht wird abwaschen und seinen Platz annehmen als König sein in Jerusalem. So hat er viel Kinder dort merken und sein Verständnis, dass er da wird alle treffen, da wird Jesus, was soll geboren sein, nicht abwaschen und in König werden kann. Und dort war er, in Gott seine Macht passiert das nicht, Gott leitet nicht tau. So, dort wird ein anderer Herodes als das Herodes. So, das sind immer verschiedene Städte, wo der meist eine Person ist, die den selben Namen hat, damit er dort nur studieren sein, von einer Person redet wirklich. So, das Herodes hier, das wird ein anderer Herodes, was Jakobus dort gemerkt hat. Und dann wird der andere Jakobus, was Jesus will haben, das soll nicht gut sein, dass er wird freigesagt worden. So, das wird ein anderer Jakobus. Und so hier wird Petrus nu, er wird losgemerkt worden. Und ich wundere hier mit dir, warum sie so zweifeln und so Angst haben, den Namen zu lassen und nicht zu glauben, als das wirklich Petrus war. Als sie vielleicht nicht ganz in vollen Glauben gehabt haben, für was sie beten, dass Gott antworten. Und ich glaube, so da fängt man an, auch einmal dann beten, wie für eine gewisse Städte, für eine gewisse Zeit. Und das passiert nicht, dann denkt man vielleicht wird das gleich passieren. Vielleicht hat Gott das nicht gewollt haben, oder das soll passieren. Dann lässt er das nicht tun. Und vielleicht haben sie mit so einem Gedanken, es dort hier Gebet für Jakobus.
Und nu ist es sagen, dass Petrus, nu ist es sagen, dass Petrus wieder losgelassen worden, muss nicht einfach sein, dass Gott hat Gebete gehört. Der hat ihm freigesagt von Herodes, dass der nicht durchgemerkt worden. Und es ist das, was da passieren wird, wenn er gerade taub beten wird, das so verschlagsam, zu weiten, wenn wir taub kommen und am beten, und dort im Glauben, und wo Gott arbeiten wird. Dann sagt er, als das ihr Tag wird, rechnen die Soldaten sich sehr ab. Sie reden sich sehr ab über was mit Petrus passiert wird. Weil es nu wieder Zeit hier, wo er soll über Gefängnis mitgebracht worden und wo er irgendwo am Bald mehr an. Und als er später in Gefängnis scheint, nu wird Petrus da gleich. Und sie reden sich ganz an die Herr ab. Über das. Sie haben doch halt so gehört, sie haben den Herrn Soldaten angestellt, was sie sollen abhosten, der würde noch versichert bleiben, der würde dann sein, wenn er würde zum Morgen daheim gehen, dann würde er noch sein. Und dann wieder der gleich. Dann sagt er in Vers 19, Apostelgeschichte 12, Vers 19, als Herodes nur gesagt hat, und über nicht funk, nahm er der Wächter in Verheer und befahl, der Tod zu machen. So hier hat er nicht im Sinn, dass Petrus wie Wächter dass er wie Fuß gekommen. Nu zegt hij dat de soldaten zullen alle vastgenomen worden en doodgemerkt worden. Want je staat weer te de Römische Ersatz weer, want ze hadden op een gewisse steden Soldaten angestellt, om hem op te passen. In die tijd, wanneer je ihre Absicht weggekommen wäre, dann mussten sie betonen für Straf mit erleben. Und das wird hier passieren. Als Herodes das sagt, dass sie haben eine Gruppe angestellt, Soldaten, die sollen Sachen mehr an der bleiben, und nu wieder bei Fuß gekommen. Nu bestaltigheden zullen die doorgaan en doodgemerkt worden. Zij moesten betonen voor wat zij gelaten hadden, dat hij weer gaan kunnen uitkomen. Met ihr leven moesten zij bestraft worden. So der tijd in seiner Arbeit ist dort han und Soldat zu sein, für wem zu werken, das wird eine gefährliche Sache, ein gefährlicher Platz, dass du schaffen willst, dann stünde er nicht leben vielleicht hier vor, wenn sie wem auf einmal sollen. Und wem abhossen, der käme weich, der käme der Rüt, dann werden sie in die Gefahr für ihr Leben. Aber hier wird Gott mit an. Das wird alles Gott sein Daumen, was da passieren wird. Das wird nicht, wenn sie ihre Arbeit nicht reich getan haben, sie werden da abhossen. Aber Gott schickt den Engel und lehrt an der Rüt. So das wird da passieren wird, wenn Menschen beten, und Gott schickt Macht und Kraft, te helpen wo help fehlen net. So war ich doch so, ich wonder, wo ernstlich ich beten da, oder was mein Glauben ist, wann ich beten da. Da ich wirklich glauben, wann ich beten da, dass Gott mir erhören wird. Der Schrift sagt, wenn wir eins was beten da und sehen wollen, nur in einem Glauben beten da, dann haben wir weiter, dass wir das kriegen. Wenn das im Glauben ist und nur sehen wollen, nur ist. Oftmals beten wir gewisse Dinge nur ansehen wollen, nur dann kriegen wir nicht, was wir nicht gefragt haben, weil wir beten nur ansehen wollen, nur so, was soll passieren. Und wenn wir wirklich im Glauben nur Gott sehen wollen, beten, dann sagt er, das soll passieren. Da wir mit Danksagung beten, nach Arm alles bringen, wo uns das anfehlen wird. So, und was tun wir mit so einer Forschung als dort, wenn es sein wird? Dass wir sollen ernstlich beten, nicht abgeben, nicht meid worden. Und wenn wir beten, dann beten im Glauben. Und wenn wir glauben, dann, dass das wird passieren, dann wird das passieren. Einzelne sagen, vielleicht haben wir uns zweifelig, wir dürfen vielleicht auch nicht im Glauben beten. Jakobus sagt, wenn wir für was beten, dann, und wir glauben nicht, dass das passieren wird, dann wollen wir das nicht kriegen. Dann brauchen wir überhaupt nicht mal beten. Wenn wir nicht glauben haben, wo wir verbeten, dann brauchen wir überhaupt nicht mal beten, dann wollen wir das kriegen. So meine Frau zu uns alle ist, was ist uns Gebet? Glauben wir wirklich, wenn wir nur was beten, dann dass das wird passieren? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn wir Frauen dann das sehen wollen, soll passieren. Das alles soll passieren, das sehen wollen, und nicht nur mein wollen. Weil seine Wege sind so viel anders als meine Wege. Sie höchste Himmel höher als ihr, so viel höher als dann seine Wege als unsere Wege, sagt die Schrift. So wir müssen weiten kennenlernen, die Schrift kennenlernen und weiten lernen, was Gott sehen wollen ist, und dann nur sehen wollen, nur beten.
Willen sein, nur sein Willen nur zu beten, dann sei nicht mein Willen, aber dein Willen soll passieren. So das ist, was mein Gebet ist für uns alle, für jedermann, für mich besonders, dass wir das dort so glauben haben und so tätig werden, für andere zu beten, was in die Gefahr sind, was in die schwere Tiden gehen. Dass wir denken und so, was da in Tiden sind, was da festgenommen worden ist, wenn wir auch selbst in Tiden werden festgenommen. Wenn die schwere Tiden gehen, dass wir wirklich auch so mitfallen würden, als wenn das uns passieren wird. So mir freut, dass wenn wir so eine stehen, dass das kein Finger in der Schrift, wo Gott arbeiten, dass durch sehen, was sich wählen, da und top zu kommen, zu beten, einer für den anderen. Das ist so verschlagsam. Da wir nach dem Schluss da beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen nach Himmel für dich, wir danken dir für wer du bist, wir danken dir, dass du ein Vater bist, was Raum geben wird für seine Kinder. Wir können das hören und wir können es auf sein, wo Menschen, wo Christen besonders in der Gefahr sind, für ihr Glauben sogar. Und wir können das lesen, was in der Vergangenheit passieren wird. Und wir können auch sein und hören, was von der und Tag noch passieren wird. Und du sagst auch, dass Paulus sagt, denn jeder einer, was einen Willen hat, in so ein Leben zu führen, ein Christ zu sein, der kann sich dort verloren, der kann direkt in einer Verfolgung zu leben, zu haben. So ich danke dir, Herr, dass wir können sein, was da passieren wird. Und ich danke dir, Herr, dass wir können sein, wo mächtig Gebete sind, wenn die Menschen sich wählen, um zu beten für eine gewisse Person oder eine gewisse Hinsicht, was immer das muss sein. Dass wo die Nennstoppen da sind, auch Kurs, wenn Menschen auch auf die gewisse Stadt können leben, dass sie das können verbiegen, was immer du was tun. Dass du als keine Macht hier auf Erden oder irgendwo, was das kann verbiegen, was du im Sinn hast zu tun. Dass du das kannst tun, was immer du was haben, was das soll passieren. Dankeschön, Herr, für so viele Testimonies, was wir von lesen können, von dir, wer du bist und was du wirklich kannst tun, dass du bist ein allmächtiger Gott. Wie kann man gewisse tun? Du hast jedem eine gewisse Kraft gegeben zu tun, was du was haben, was du sollen tun. Aber du bist allmächtig, du kannst alles tun, was du willst. Dankeschön dafür, Herr, und ich bitte, dass wir das würden anwenden in unser Leben, was immer wir verbeten tun, dass wir im Glauben beten, und dann besonders beten nur den Willen, nur dass den Willen wird passieren. Nicht unseren Willen, weil wir wissen, dass den Willen als anders ist als uns. So help uns da an zu denken und zu weiten, dass wir glauben, dass was du was haben, was soll passieren, das wird passieren. Und dann was Menschen proben zu tun, das wird zu begehen. Dankeschön, Herr, für dass du ein allmächtiger Gott und Vater bist, was Raum geben wird für deine Kinder. Ich bete für jedem ein, dass wir so glauben, dass dort vor und dort. In beten, nur den Willen nur in einem Glauben. In Willen sein, zu beten für andere, sondern was da in schwere Tiden leben tun, was da verschiedene schwere Tiden durchgehen tun. Ich bete, dass wir so mitfeilen mit dir, dass wir auch können dort feilen, was immer die durchgehen tun. Und help uns Gott, wenn wir nicht mehr wissen, was die Person durchgehen hat, aber wie uns dort durch den Jes, wo die sich feilen tun und was ihr Leben ist und was die machen uitholen, dass wir auch können mitfeilen mit dir. Dat ons voor de Ursache geven te beden voor zo'n stad. En dan ook wel zo'n motorspreken, wat we durch schwere Tiden gaan, dan wanneer we een weg gaan, naar die te contacten, zo'n stad vielleicht een message schicken oder wat immer, oder die persoonlijk voor te bezieken en een troost te geven, een motor te spreken. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.